Jesus ist gestorben, waren seine Freunde sehr traurig. Sie konnten es einfach nicht verstehen, warum dieser Jesus sterben musste. Am 3. Tag nach dem Tod von Jesus ist eine Frau zu seinem Grab gegangen. Die Maria. Aber komisch, der tonnenschwere Stein, der noch gestern vor diesem Grab war, ist weggerollt. Wer hat so viel Kraft gehabt, den Stein einfach so wegzurollen? Und wer macht so etwas? Da innen liegt der tote Körper von Jesus. Ich will schauen, ob er noch dort ist. Die Maria ist rein ins Felsengrab. Es ist mir gäng noch etwas schwer ums Herz. Wie gut kann ich mich erinnern, wie die Soldaten vor 3 Tagen mein Jesus haben ans Kreuz genagelt. Und er ist gestorben. Und jetzt bin ich da, in seinem Grab. Wo sie so an dem herumstudiert, sieht sie zuhinterst hinten im Felsengrab jemanden hocken. Ui, jetzt bin ich aber verklüpft. Wer bist du? Und dort ist ja noch jemand. Und wo ist denn der Körper von Jesus? Da ist ja nur noch sein Tuch, das auf seinem Gesicht ist gelegen. Maria, wir sind Engel von Gott. Hab keine Angst. Das ist der beste Tag überhaupt. Es ist etwas Grossartiges passiert. Gang und erzähl es deinen Freunden. Jesus ist zwar gestorben, aber ist vom Tod wieder auferstanden. Er ist lebendig geworden und hat den Tod besiegt. Schon sehr bald wirst du und deine Freunde wiedersehen. Was? Das ist ja ein Wunder! Eine super geniale, oberhammergute Nachricht! Ist es wirklich so? Oder ist es nur ein schöner Traum? Du hast es vielleicht auch schon erlebt, wenn deine Eltern dir sagen, dass du einen Ausflug machen darfst. In ein Schwimmbad oder auf einem mega coolen Spielplatz. Du bist so überrascht von dem, was deine Eltern gesagt haben, dass du gar nicht weisst, was du drauf sollst sagen. Vor lauter Freude rennst du einfach wie wild durch die Wohnung herum. Genau so ist es auch Maria gegangen. Ist das wirklich wahr gewesen? Was für eine tolle Nachricht! So schnell sie konnte, ist sie zu den Jüngern gesprungen. Petrus, Jakobus, Johannes, so gut, dass ich euch hier im Dorf treffe. Wisst ihr was? Maria, komm, erzähl, was ist los? Das Grab von Jesus ist leer. Und statt der toten Körper von Jesus habe ich dort 2 Engel getroffen. Sie haben mir gesagt, dass Jesus wieder lebt. Er sei auferstanden. Ein riesen Wunder von Gott. Geht und sagt es noch dem Philippus und dem Thomas. Ich gehe noch einen See runter und erzähle es den anderen Jüngern. Wow, das ist ja mega krass. Das ist doch gut. Wir gehen so noch weiter erzählen. Bis später. Tschüss! Wow, die Jünger von Jesus konnten das kaum glauben. Zuerst waren sie so traurig, dass Jesus sterben musste. Dann hat sich alles auf einen Schlag ins Positive verwandelt. Es war eine riesige Freude. Später ist Jesus seinen Freunden tatsächlich auch noch selber begegnet. Das war ein Fest. Sie sind durcheinander gerannt. Sie haben sich umarmt, haben tanzen und gesungen. Sie hatten so fest Freude gehabt. Gerade so, wie wenn du nach langer Zeit deine Freunde wieder siehst. Oder wenn du alles parat machst, damit du mit deiner Familie in die Ferien fahren kannst. Jesus lebt! Was für eine wunderbare Nachricht! Das war wirklich der beste Tag überhaupt.